Ja, hallo liebe Zuschauer und herzlich willkommen zum neuesten Video. Und ja, alle, die mich jetzt das erste Mal sehen oder die mich das erste Mal so sehen, normalerweise mache ich Motorworks, das heisst, ich tue auf dem TÜV fahren, die Kamera ist vorne am Helm und ich rede meistens TÜV oder fahrzeugspezifische Sachen und fahre meistens durch Winterthur. Ja, hallo liebe Zuschauer und herzlich willkommen zum neuesten Video. Wieder auf dem TÜV und mit in Winterthur. Heute mit dem Thema TÜV fahren. Und genau heute ist es aber ein bisschen anders. Und zwar rede ich heute über die zweite nicht gelungene TÜV-Prüfung. Darum fahre ich nicht TÜV, weil ich das ein bisschen ernster nehmen oder das Ganze. Und beim TÜV-Fahren kann ich nicht so viel nachdenken für das Thema oder allgemein. Und ich wollte auch nichts vergessen. Darum, also fangen wir mal so an. Ich habe die TÜV-Prüfung, wie gesagt, nicht geschafft. Ich habe dann das Ganze am Fahrlehrer mitteilt und er hat gesagt, du, und hat dann reklamiert und er hat gesagt, du, gang zum Hallenchef, gang zum Herr Wachter, das darf ich sagen, das ist offiziell der Chef, das sieht man auch so raus. Ich muss einfach aufpassen, dass ich nicht alle Namen sage. Und gang ihm die Situation schildern, bin ich zu ihm gegangen, er war aber nicht da gewesen, es war dann jemand anderer da gewesen. Ich bin dann zu jemand anderem gegangen, Stellvertreter wahrscheinlich, und habe dann das Ganze geschildert. Und hat dann gesagt, ja du, ich habe Prüfung gehabt bei dem und dem, halb 11, es war noch jemand anderer dabei gewesen. Ich habe alles geschafft bei der wie sagt man, ich habe alles geschafft bei den Manöver. Ich habe als erstes die Spurgasse machen, da bin ich leider ziemlich schnell abgestanden, das ist mein Fehler, gebe ich zu. Dann ist es weitergegangen, kleiner Slalom, versetzter Slalom, also enger Slalom, dann versetzter Slalom und dann das 8. Habe ich alles geschafft. Und dann sind wir dann angefahren, wo die Langstrecke wäre zum Bremsen oder zum Geschwindigkeit zu messen. Und dort hat er gesagt, ja, ich habe es beide nicht geschafft. Oder nicht geschafft. Und dann hat er eben die Spurgasse die Schuld gegeben, dass wir nicht geschafft haben. Er hat mir nicht gesagt, dass ich am Boden geschaut habe oder so, dass ich es darum nicht geschafft habe. Bei mir war es nur wegen der Spurgasse gewesen. Und ich weiß jetzt nicht, ob er das auf beide projiziert hat, was der andere falsch gemacht hat. Das sollte gar nicht mehr. Wir haben viel Zeit geredet, ich wollte es gar nicht mehr auseinandernehmen. Auf jeden Fall hat er mir nur gesagt, wegen der Spurgasse. Und genau. Und dann ist es so, dass ich und ich will auf jeden Fall, es ist ja kein Streiten, es ist kein Diskutieren, aber wenn ich nicht wissen, um was geht es genau, warum bin ich jetzt durchgefallen? Entweder vorher der Experte selber gerade halt, oder mit dem richtig reden, das weiter beim Autofahren, bei der Autoprüfung wird das mit dem Fahrlehrer oder mit wer auch immer dabei ist, richtig auseinandergenommen und richtig diskutiert oder berät. Bei der TÜV-Prüfung leider nicht so gewesen. Aber eben entweder halt Info oder man halt später zum Chef gehen. Und bei mir ist jetzt so, ich bin das zweite Mal nicht durchgekommen, ich habe jetzt einen Zettel bekommen, wo ich am Fahrlehrer muss geben muss, wo er muss einen Stempel drauf machen, dass die Fahrausbildung abgeschlossen ist und wo ich dann muss einschicken oder abgeben oder wie auch immer mit E-Mail. Und genau so geht es jetzt weiter. Also es geht jetzt weiter, dass ich, also grundsätzlich könnte ich fahren. Es ist jetzt nicht, dass ich muss sagen, oh, üb. Weil ich bin bei jedem Wetter gefahren, ich bin sehr viel gefahren, ich habe sehr viel geübt. Es ist halt einfach jetzt ein Fehler gewesen, ich bin halt einfach abgestanden. Ich hätte müssen kämpfen und Gas geben und dann wäre ich wieder gestanden. Das ist das Problem, dass ich schnell aufgebe, vielleicht. Genau, und bei mir ist es eben, wie gesagt, nicht, dass ich jetzt, für mich ist es nerviger, dass es so unfair ist, weil, das habe ich gar noch nicht erzählt, in der anderen Gruppe hat einer den TÜV abgewürgt, ist einer mehrmals abgestanden und sie sind auf die Straße gegangen und das finde ich einfach richtig unfair. Wie ist das möglich? Das habe ich auch gefragt, beziehungsweise ich habe ja auch ein Mail geschrieben, aber auf das ist dann der Chef nicht eingegangen. Ich kann leider, ganz ehrlich, das ist wirklich wahr, ich kann leider
vergessen, einmal auf die Frage einzugehen. Oder? Und auf jeden Fall ist es so, dass ich bei der nächsten Slalom, bei der nächsten Parkour-Prüfung will, dass der Fahrlehrer dabei ist. Weil, also falls ich halt Scheiße mache, dass man kann sagen, du, aber hallo, gib ihm noch mal eine Chance. Oder du, das ist gar nicht so schlimm gewesen, oder wie auch immer. Egal, ob der Fahrlehrer etwas zeigt oder nicht. Und genau, ich glaube, ich habe so weit alles gesagt. Es ist nicht, dass ich nicht fahren kann. Ich bin sehr viel gefahren, bin bei dem Wetter gefahren. Aber jetzt habe ich nächste Woche Ferien und dann fahre ich erstmal kein TÜV. Weil ich bin eigentlich, abgesehen davon, dass ich niedergeschlagen bin, ja, liegt es jetzt gar nicht drin, weil ich noch anders zu tun habe. Und ja, also wenn ihr mal irgendwie ein Problem habt oder so, dann wirklich schauen, das durchschauen, dass ihr schaut, du, und das halt nicht allein dastehen. Nehmt euch einen Vorlehrer oder wie auch immer. Und dann würde ich sagen, ja. Genau, was noch wichtig ist, schaut, dass ihr genug Profil habt, weil normal, gesetzlich ist 1,6 mm. Nein, und schaut wirklich, dass ihr nicht zu wenig Profil habt. Dass ihr über ein Minimum habt, dass das schon mal passt, weil das wird jetzt mal kontrolliert. Und ich habe mit dem Fahrlehrer geredet und er hat gesagt, hast du das Gefühl, der Experte weiss noch, wer du bist? Hast du das Gefühl, ihn interessiert das noch? Er hat die Entscheidung getroffen und irgendetwas muss er sagen, weil nur Spurgas allein für eigentlich, ja, wissen wir selber, ist eigentlich nicht gerade so, ja. Und er mag den Experte, ich sage keinen Namen, aber mein Fahrlehrer mag den Experte auch nicht, weil der Experte schon manchmal ziemlich speziell ist. Genau, so viel zu dem. Also, lasst euch nicht etwas einreden, dass ihr nicht fahren könnt. Logisch bringt es euch nichts, wenn ihr den Ausweis nicht habt, aber ich denke jetzt nicht, oh Scheiße, ich muss noch 20 Fahrstunden nehmen und ich muss jetzt noch voll geben, oder? Und dann würde ich sagen, ja, ich habe glaube alles gesagt, ihr könnt gerne in die Beschreibung bzw. in die Kommentare eure Fragen stellen und dann bis zum nächsten Mal. Ciao miteinander. Euer Obscuro 94.